begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe von «Neue Musik». Mein heutiger Studiogast ist Gitarrist, Songwriter und Sänger. Ich freue mich ganz extrem, dass er zu uns hier ins TV Oberwallis gekommen ist. Markus Moser alias Schlaumeier. Hoi Markus. Hallo René. Ich hoffe, du hast eine angenehme Anreise ins Wallis runter. Super, wir sind gestern gekommen mit meiner Frau. Oh. Wir haben so ein ruhiges Wochenende. Ich dachte, ja, wenn du da schon musst antreten am Sonntag, dann kommen wir doch gestern gemütlich mit dem Zug. Und das haben wir gemacht und das wunderschöne Brick angeschaut. Es ist wunderschön einfach hier. Also, und die Berge geben einem Kraft. Schon eine spezielle Stimmung so, hä? Berge geben einem Kraft. Ist schon ganz verrückt. Ich genieße es auch jedes Mal. Okay. Markus, du hast nach der KV-Lehre an der Hochschule für Musik in Bern und nachher noch am Konservatorium in Biel und Freiburg studiert. Ja. Wie wichtig ist es denn dir am Anfang eine normale Ausbildung, also das KV, wie wichtig ist es für dich am Anfang, so eine Ausbildung zu machen? Ja, eigentlich nicht wirklich wichtig. Aber ich habe absolut von Anfang an Musiker werden. Aber ich komme aus einer Musikerfamilie, wo all meine Tanten und Mutter und Grosseltern einfach spielen. Und so, so der Familienfest geht zusammen ab mit Entertainer und auch Volksmusik und so. Und irgendwie ist es hat meine Mama einfach gefunden, du kannst Musiker werden, du kannst das lernen, aber zuerst machst du einfach noch einen normalen Abschluss. Mhm. Und wir haben das dann gemacht bei einer Werbeagentur zu Biel. Die hat auch Moser geheissen. Das war aber nicht verwandt von mir. Moser gibt es ja nicht gerade Veneli, oder? Und dort habe ich dann wirklich 3 Jahre das KV gemacht. Und es ist für mich ein wie ein RS gewesen. Und ich sage einfach, es war wirklich hart gewesen, mich zu motivieren und einfach so das Minimum anzutatschen, dass man dann gleich durch die Stifte kommt und den Abschluss macht. Und habe natürlich immer Musik gemacht. Also ich habe Bands gespielt, mit Konzerten an den Wochenenden. Und dann ist wieder Montag, ist wieder Büro. Und ja gut, im Nachhinein muss ich gleich sagen, dass es eigentlich alles, was man einfach macht, auch wenn man es im Moment vielleicht nicht so begreift, warum man es macht. Also wenn du KV kannst du gut brauchen als Musiker, bist du eher nur 90% noch. Wenn du seriös willst, eigentlich im Büro, am Mailen, am Mischen, am Tun, am Booken, oder wie man dem so schön sagt. Und Musik ist ja dann wirklich noch ein kleiner Teil. Wär's. Aber ich denke, es hat mir wie alles im Leben, es hat mir sicher auch etwas gebracht, mal etwas zu machen, das nicht so mein Ding ist. Mhm. Trotzdem war der Ratschlag gut von der Mutter. Ja, ich denke es, ja. Schon bald hast du erste Clubkonzerte in der Schweiz und im Ausland hast du dir erarbeitet. Wie tut man sich so etwas erarbeiten? Wie hast du das gemacht? Also wir haben... Was war das irgendwie? Ja, also... Gut, ich muss sagen, wir hatten ja schon eine Schülerband, mit der haben wir ja schon gespielt in der Region, einfach so fest. Und nachher ist das immer weitergegangen. Und ich bin auch in Biel geboren, ich bin Bieler. Und wir haben in Biel schon noch eine recht bunte Kulturszene. Und wir haben einfach früher wirklich die Möglichkeit bekommen, eben so als junge Band wirklich an ganz coolen Orten zu spielen. Ich muss auch sagen, dass wir dort auch den Daniel Schneider, der war dann noch bei Groove-Sound. Also das ist so ein Veranstalter, den man kennt im Kanton Bern. Er hat auch das Moods gemacht in Zürich, jetzt macht Saint-Gervais in Biel. Und er hat uns dann so ein bisschen entdeckt. Oder einfach, und ich habe mit ihm in der WG gewohnt, also wir haben sich auch gekannt. Auch mit dem Maggie Koch, der Gitarrist von Henry Amann. Wir hatten dann so eine WG und einfach zusammen gewohnt. Und er hat uns dann wirklich enorm geholfen, dass wir mit der ersten Band, die Heino und der Sexmaschine so eine Rock'n'Roll-Band, also Rock, zu dritt sind wir da rumgeheizt. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Wie soll ich sagen, das ist... Daniel war eine ganz wichtige Person für den Einstieg. Clubgigs, um die Schweiz aufzutreten und. Nachdem bist du mehrere Jahre mit verschiedenen Bands in ganz Europa, in Kuba und in Asien unterwegs gewesen. Was ist denn das für eine verrückte Zeit gewesen? Ja, das ist einfach konsequent, wenn du Musiker sein willst und irgendwie leben davon.
dann geht es einfach immer weiter. Also ich muss sagen, es waren meine Bands, es war meine Musik. Also ich war auch wirklich motiviert, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das so... Also meine Bands, schon gemeinsame Projekte auch, aber es ist immer meine Musik, also immer ein grosser Teil des Repertoires habe ich geschrieben und verkörpert. Und ja, dann fängst du halt an und ich sage mal, es ist auch immer Zufall, oder? Kuba jetzt zum Beispiel war so die erste wirklich wichtige Erfahrung gewesen, einfach mal in einem Land zu sein, das ziemlich anders ist als die Schweiz. Und das hat sich einfach auch so entwickelt durch einen Nachbar, der seine Mutter im Kulturzentrum in Kuba gearbeitet hat und so Events, also so Tourneen für ausländische Künstler hat organisiert. Und er wollte selber auch auf Kuba wollen. Und dann sind wir so bei einem Raum zusammengehockt und haben Zigarren geraucht und gefunden, hey, komm, wir organisieren mal etwas. Und natürlich kannst du das nicht einfach so aus Schweiz zu Kuba. Und durch seine Mama ist das nicht weggelegt. Und dann auf das Mal spielst du am Havana Jazz Festival zu Kuba mit deinem Trio und machst eine Tour. Und oder es ist schon so, dass man einfach etwas muss, die Vision, das, was du willst, musst du schon mal im Kopf haben. Und wenn du es mal im Kopf hast, dann schaust und dann fängst du dich an interessieren. Und dann tun sich die Türen auf, in der Regel. Und wenn du die richtigen Türen, die aufgehen, auch anpackst und dort auch seriös etwas lieferst. Aber das war dann auch noch möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch möglich wäre. 2017 hast du die Band Schlaumeier gegründet. Wer ist da alles mit dabei? Also, ich habe die Band gegründet mit dem Hugo Rust, mit dem Bassist. Und nachher ist Denia Magiera, das ist meine Nachbarin, wo jetzt auch neu wieder dabei singt. Sie ist auch bei einem Song auf der CD dabei. Und nachher ist noch der Schlagzeug der Tivi Wertmüller vom Murten, wo ich auch schon seit 20 Jahren Musikschule und Unterricht und so kennt man sich. Er unterrichtet Schlagzeuger Musikschule zu Murten und dort waren wir auch jemanden und so. Ja. Wie kommt man auf den Namen Schlaumeier? Schlaumeier ist ja irgendwie ein Ansatz für Klugscheisser. Also ja. Ja, es muss. Eben, ja, das ist eine coole Frage. Ich habe mir natürlich das auch. Mir überlegt sich so. Also zuerst haben wir ja mal Riff geheissen. Einfach Riff. Wir haben gefunden, unsere Songs entstehen aus einem Gitarrenriff und wir machen einfach Riff. Ja, aber es könnte auch ein Riff sein, mehr und so. Egal, Riff. Und nachher hat man gefunden, auf das Mal, das ist eine so eine Band, wir diskutieren. Hey, kommt doch noch dein Name. Du bist echt der Einzige, wirklich, der ja, viel gespielt hat und einfach so der Profi der Band. Du machst schon Songs und so. Dein Name muss drauf. Und nachher haben wir Markus Moser Riff Band geheissen. Und nachher ist Covid gekommen und alles hat sich so ein bisschen verzickert, so in dem Wasser auf Trocknen. Und nachher, ja, voilà, ist man einfach mal so in einem leeren Raum, wo ich nicht weiss, wie es weitergeht und wie lange und so. Und ich habe dann gefunden, okay, ich habe ein Studio zu Biel, das ich brauchen kann. Das ist schon eigentlich Hammer. Es gehört gar nicht mehr. Also wir haben das ein bisschen zusammen aufgebaut, aber es gehört eigentlich einem Psychiater, der dort auch seinen Ort hat, wo er seine Praxis hat. Und unten dran im Keller hat er so über Jahre ein Studio, das wirklich cool ist. Also Newman, Mic und SM macht alles drum, was es braucht. Und, und dann haben wir einfach angefangen. Und dort habe ich gemerkt, dass das für mich irgendwie, das hat mich nie so wirklich überzeugt, der Name Markus Moser Riff Band. Und ich fand, ich hätte gerne einen Namen, der auch eben irgendwo etwas beinhaltet, der etwas ausdrückt. Und Schlaumeier finde ich noch cool. Man sagt ja, das so der King. Also ja. so böse ist man ja nicht, wenn man einen Schläger. Aber es ist so klein, ja, es ist nicht unbedingt alles perfekt. Oder man macht vielleicht auch mal ein bisschen seich, aber es ist immer noch so, sagen wir mal, in einem Rahmen, den man verzeihen kann. Absolut. Und ich finde auch textlich ist es interessant, ein Schlaumeier zu sein, wenn man auch ein Sachen sagen will. Und halt nicht nur
der Himmel ist rosenrot und die Welt wunderbar, sondern wenn man auch ein bisschen Sachen hat zu sagen, ist das noch gäbig, ein Schlaumeier zu sein. Das heisst, es muss auch nicht alles richtig sein, was man sagt, aber man kann vielleicht ein bisschen mehr provozieren und eben, es gibt ja auch ein Lehrmittel, das Schlaumeier heisst. Es gibt verschiedene Sachen. Genau, ja, gefunden, ja. Genau. Und ich finde, der Schlaumeier passt auch gut zu mir. Eigentlich. Weil ich mache das ein bisschen schlaumeierig, die Band. Also ich funktioniere absolut nicht so, jetzt machen wir ein Dossier und jetzt machen wir eine CD und jetzt planen wir das. Und bei mir geht das überhaupt nicht. Und ich hasse es auch, zum Beispiel, ich habe das Leben lang gemacht, jahrzehntelang habe ich gewusst, in 1,5 Jahren spielst du an diesem Festival. Einfach, es ist so brutal, wenn du in dieses Jahr voraus musst die Agenda füllen mit Probe oder reserviert und du weißt nicht einmal, ob Stand findet und du weißt, die Zeit bist jetzt einfach gesperrt, oder? Und das habe ich wirklich genug lang gemacht, braucht es vielleicht auch, für einen gewissen Erfolg zu haben. Aber heute habe ich no Bock mehr auf das. Und Schlaumeier passt sehr gut zu mir, weil ich gehe wirklich auf die Bühne oder ich mache eine CD, wie es mir einfach passt, unsubventioniert aus eigenen Mitteln, aber einfach, was mir passt und wie es mir passt. Und darum habe ich wirklich gefunden, Schlaumeier passt gut zu uns und der gefällt mir, der Name. Passt? Der wird auch bleiben. Also ich nehme jetzt nicht an, dass wir den nächstes Jahr wieder werden ändern. Eure aktuelle Produktion heisst ja «An diesem Tag». Ja. Und jetzt wollen wir natürlich auch etwas hören von dieser neuen Produktion. Und zwar hören wir jetzt «Immer weiter». Viel Spass! Ich frage mich, ist es echt gut, wenn man mal auf die Schnur geht und bald schon merkt, dass es trotzdem immer weitergeht. Irgendwann ist halt Zeit jeden ein. Und du realisierst, dass auch du nicht ewig wirst sein. Das Leben läuft immer weiter. Das Leben zieht so schnell vor. Wo setzt deine Grenzen? Von wo kommt der Mut? Resignieren oder kämpfen? Dann ziehst du die Hut. Du hast gern viel reden oder hörst lieber zu. Gewinnen, das möchte jeder, aber verlieren gehört auch dazu. Das Leben geht immer weiter. Das Leben zieht so schnell vorbei. Dann ist es Zeit zu vergessen. Dann ist es Zeit zu vergeben. Denen, die schon alles wissen, die sich selber so wichtig nehmen. Wo man sich dann finden, wir kennen Schritt man der Macht. Tut nicht jeder Wut empfinden, wenn man dreckig über ihn lacht.
Leben zieht so schnell vorbei. Songwriting, die ganze Produktion, kommt ja nicht von heute auf morgen. Nein, kommt oder? nicht von heute auf morgen. Aber es fängt mal mit Songs an, die wir manchmal dort machen, oder? Nehme ich an. Ja, es kommt eigentlich... Also bei mir, es sind von den Texten her... Also die Songs zu machen, Musik zu machen, das geht bei mir recht schnell. So ein Song, das geht einen Tag. Also einfach ein Moment, ja, wo ich einfach Gitarre spiele und merke, das ist eigentlich der Song. Und dann ist der Song mal da. Und dann fängt es an. Voilà. Was ist, wie tönt das? Was gibt die Musik für eine Stimmung? Was kommt da? Was kommen da für Ideen? Und dann fängt wirklich der Herd-Part an mit dem Text. Also die Songs sind für mich einfach, das ist so wunderschön, das zu machen. Und klar, es gibt Songs, wo man manchmal noch merkt, vielleicht fehlt jetzt gleich noch etwas, oder jetzt müsste noch eine Bridge an. Meistens ist es aber so, dass bei mir eigentlich die Songs schon zu viel Inhalt haben, also zu viel beinhaltet. Und ich merke, dass es eigentlich, dass man dort eigentlich nur die Essenz daraus nimmt und man eigentlich eher weglässt, als nachher noch dazu machen. Aber der Song ist schnell da, und dann kommt eben der Text und dort entwickelt sich dann und das geht meistens nicht so schnell. Also es gibt 2, 3 Texte, die habe ich auch so in 1, 2 Tagen, sind die über die Bühne, mit noch ein paar, nachher, wenn man es wieder liest, oder man merkt, da ist noch eine Wiederholung, oder ja, das Wort, das müsste man vielleicht noch. Aber eigentlich ist es, eigentlich braucht es bei mir so 2, 3 Monate, wo ich immer wieder das Überdenken übergehe, mir mit der Musik vorstellen. Und es ist oftmals ist ja die Magie bei den Texten sind oftmals nur die einzelnen Wörter, die gerade in einem Moment kommen, wo genau das aussagt. Und da brauche ich einfach wirklich Zeit. Und manchmal kommen wir auf das Mal noch ein besseres Wort in den Sinn. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein besseres Wort. Und eine Woche später merke ich gleich, es ist übertrieben, komme wieder zum Alten zurück. Und bis die Texte so weit sind, dass ich sagen kann, jetzt kann man das rauslassen. Jetzt stimmt es einfach für mich. Das ist schon noch eine rechte Challenge, also eine rechte Herausforderung. Es ist halt ein Prozess, der da am Laufen ist. Ja, gell? Ja. Auf eurem Album sind 8 Songs drauf. Ein Titel heisst «Kannst du mir's glauben?», aber der ist nicht von dir. Nein, das ist von Henry Amann. Ja. Das ist Henry Amann, also muss man glaube ich nicht vorstellen, Ja. im Wallis. Also er ist ein Oberländer, aber wie auch immer, das ist eine Nähe. Ja, eben, ich meine, wir haben in der Schule Rumpelstilzsongs gesungen, auf dem langen Weg zu dir. Spielen wir noch jetzt manchmal in einem Konzert, wenn ich Lust habe, dann merken die Leute, jetzt kann noch etwas so Rock'n'Roll-mässiges kommen. Und eben, ich hatte eine WG mit dem Maggie Koch, das war der Gitarrist. Wir kennen uns seit wirklich sehr jung. Und Maggie hat ja auch ein Gitarrengeschäft gehabt. Da habe ich meine erste Stratocaster, so eine vanillegelbe Fender Stratocaster gekauft. Und der Maggie ist wirklich ein crazy Typ, also was Gitarren angeht, Hölzer. Und er hat ja selber seine Gitarre, hat auch eigene Marken gemacht und so. Und ja, durch das bin ich immer in Kontakt gekommen mit Henry Amann. Ja, er hat immer geredet davon, weißt, sind wir auf Tour, jetzt spielen wir die Manker, komm doch mal. Und ich habe das natürlich auch gehört, eben Rumpelstilz, Henry Amann. Und ich finde, er hat schon ganz coole Texte geschrieben und Songs. Und eben einer davon, kannst du mir glauben, der hat es mir so angetan. Eben gerade in der heutigen Zeit, wo man einfach so auf Panik macht. Für mich ist das Panikorchester manchmal vom Udo Lindenberg, das Panikorchester. Die Welt geht unter. Und natürlich muss man das ernst nehmen. Also versteht mich recht, Volks. Ich nehme das ernst. Aber die Welt geht morgen nicht unter. Weil sonst wäre sie schon 1980 untergegangen, wo der Al Gore ankam und erzählt hat, so, jetzt Hawaii, tschüss. Ja. Und ich meine, man muss es ernst nehmen. Ich möchte nicht, wie soll ich sagen, aber ich finde einfach, eben, beim Hanran, bei diesem Text, auch wenn Menschen die Welt gehen und die Sterne sind morgen noch da. Das ist jetzt einfach mal eine Aussage, die ich gut brauchen kann, weil
es braucht auch gute Aussagen. Er bringt es auf den Punkt. Krieg hier, Krieg dort, die Welt geht unter, Klima. Wir können ja was willst du, Depro machen und die morgen umladen. Das kann so nicht sein. Und darum bin ich auch so gerne hier, weil da sieht man Berge und merkt einfach, da gibt es aber noch Standfeste, das ist auch noch lange da und wir sind so noch. Und ich möchte einfach diesen Part positiv in meinem Leben, weil sonst würde ich auch wirklich dazu tendieren, dass ich nicht mehr viel lachen und einfach nur noch Steine machen den ganzen Tag. Und das kann es ja wirklich nicht sein. Absolut, da hast du absolut recht. Ein weiterer Song auf deinem Album heisst «Lass mich nicht allein». Und dann wollen wir noch gerade sehen und hören. Und dann viel Spass mit «Lass mich nicht allein». Hast mir gesagt, du bist der Leid, willst jetzt gehen und mich verlassen. Jetzt sitze ich da, wie ein Gummibär im Magen. Probiere zu abstrahieren, nicht studieren, cool reagieren. Und vielleicht geht's mir schon bald an Kragen. Es wär, wenn ich noch mal eine Chance würde bekommen. Und alles noch einmal von neu würde ich anfangen. All die grösste Liebe und die Realität mal ein. Der Mensch, es müsse so sein, geht's halt schon vorbei. Lass mich nicht allein, sonst geh ich wieder heim. Ich möchte dich nicht verlieren, lieber mit dir feiern und über die alte Zeit lernen. Und jetzt bist du weg, es ist kein Gag, es ist vorbei und schon bald merke ich schwebe im Delirium. Das Leben ist so kurz wie ein Sturz, süß oder bitter läuft's immer weiter, schwerelos im Universum. Es wär, wenn ich noch mal eine Chance würde bekommen und alles noch einmal von neu würde ich anfangen. All die grösste Liebe, holt die Realität mal ein. Der Mensch, es müsse so sein, geht's halt schon vorbei. Das war der Song «Lass mich nicht allein». Wie schon gesagt, hat dein Album 8 Songs getroffen. Wie würdest du dein Album schon noch beschreiben? 2 Titel haben wir schon hören. Ja,
Also das ist natürlich schwierig, weil da ich ja absolut einfach Musik für mich mache, habe ich natürlich auch nicht so eine Linie. Und ich muss einfach sagen, das ist jetzt ein Rockalbum, da müssen Rocksongs. Also für mich ist das völlig divers. Da hat Songs drauf wie Chanson. Es hat zum Beispiel einen Song, der ziemlich... Den haben wir übrigens auch in einem anderen Studio aufgenommen. Ein Song auf dieser CD haben wir in einem anderen Studio aufgenommen, mit einem Tontechniker, wirklich Studio als Produzent. Und das heisst «Zeit läuft davon». Und das ist eigentlich entstanden, muss ich auch sagen, durch Stefan Bucher, der unser zweiter Gitarrist war, der leider gestorben ist. Und ein paar Tage bevor er gegangen ist, hat er mir einen Teil des Texts und den Song so ein bisschen vorgespielt und gesagt, schau, und gesagt, das ist super, das nehmen wir, das können wir brauchen. Er ist dann gegangen, also gestorben, effektiv, sehr unerwartet. Und ich habe ihm das versprochen, dass wir das Lied machen und das durchziehen. Und ich habe das dann auch so weiter durchgezogen in seiner Idee. Es ist ziemlich rappig, es ist wirklich mit viel Bass und auch Loops, die drehen. Und dann ist so ein Sprachtext drüber. Und er ist, wie ich auch, also das hat uns ja auch so verbunden, wir sind beides absolute Miles Davis-Fans. Improvisation ist wichtig, der Moment ist wichtig. Und in einem Moment tönt der Song vielleicht anders als am anderen Moment. Aber er muss unbedingt ein Trompetchen drauf, das einfach so ein bisschen der Spirit von Miles Davis. Und ja, nachher einfach spontan ist mir Sonja Otis gekommen, die sonst bei den Patent Ochsner mal auf Trompete spielt. Von Bern, sie ist auch Biel-Bern ist nicht so weit weg. Und ich habe ihr angerufen und gesagt, würdest du uns diesen Song mitspielen? Und dann haben wir abgemacht, dass sie einen Tag ins Studio das machen. Und ich konnte das wirklich sagen, weisst, denk an Miles Davis, wenn du spielst. So klein ist nicht. Ich weiss, als Musiker hat man seinen eigenen Stil, seinen eigenen Sound. Aber ich habe gefunden, es wäre cool, ein bisschen dämpft und so ein bisschen, dass der Spirit, den der Stefan eben hatte, in diesem Song wirklich kommt. Und sie hat das göttlich gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Song, der halt eher so ein bisschen nach ein bisschen rappig, ich weiß auch nicht, das überlasse ich jedem selber, aber es ist einfach ein Beat und da kommt so ziemlich Jazz auf das Mal daher. Voilà. Und es hat kein Konzept, oder? Das Lied ist eigentlich quasi auf der akustischen Gitarre, dann haben wir so ein bisschen Funky-Stoff, wo ich am liebsten auch noch Bläser hätte eingeladen, so, aber manchmal hat man auch irgendwo das Limit, hat ja, man sagt, okay, das muss ja jetzt vielleicht auch nicht sein. Und nachher würde ich mal sagen, so 50% ist auch wirklich Rock. Ich liebe Rock, ich bin mit Rock auch aufgewachsen. Oder ich meine, AC/DC ist eine enorm wichtige Band für mich. Kiss, das erste Konzert in 7. Klasse, so im Hallenstadion, Gene Simmons. Und ich dachte, mein Gott, die geile Sache. Und ja, man kann sagen, Komposition, auch ihre Chorgesang. Also der Paul Stanley hat einfach eine göttliche Stimme und wenn die zusammen noch so die Refrains singen und dann habe ich gemerkt, wow, ist das einfach geil, oder? Und das ist auch etwas bei Schlaumeier, also Rock ist schon ein Part, den ich brauche, den ich liebe und der sicher am meisten durchschlägt, aber es hat auch ganz anderes. Absolut, es ist sehr abwechslungsreich, das Ganze. Wie halte ich mich am besten über dich und Schlaumeier auf dem Laufenden? Wie mache ich das am besten? Ich das Konzert besuchen. Also wir haben eine Website, aber jetzt das Domain, also schlaumeier.ch. Wenn man das auf Google eingibt, dann ist irgendwie eben Markus Moser Riffbahn. Ja, der Domain nicht aktualisiert, weil bei uns ist ja immer etwas los. Und wir spielen wirklich, am liebsten spiele ich Underground. Ich mache hier nicht mehr Veranstalter 20 Mal anrufen, etwas mit dem 1,5 Jahr vielleicht mal. Da bin ich vielleicht in Thailand oder in Kuba oder irgendwo. Ich meine, bei mir muss es immer in 3-4 Monaten muss es gehen. Und im schlimmsten Fall mache ich auch mal gerne selber etwas, organisiere selber etwas. Aber wir haben die Website, also schlaumeier.ch, da findest du Facebook, Instagram, YouTube-Kanal. Voilà, und auch immer mit den Mails. Also unser Mail ist auch drauf, also mit Kontakt. Und ich gehe so sicher alle 2 Wochen gehe ich das Mail mal schauen, ist wieder mal etwas gekommen. Und voilà, einfach gemütlich. Markus, unsere Zeit ist leider schon davon gesäckelt.
Ich muss mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du zu uns gekommen bist. Gerne. Und das wirklich interessante Interview da hast. Danke vielmals. Merci vielmals, ich bin gerne gekommen. Sehr schön. Auch bei euch möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spass. Ciao zusammen.